Wenn sich die Gimmeldinger Bauern früher begrüßt haben, dann hat man meistens gehört, jo, und nicht viel mehr dabei. Vielleicht ist noch die ein oder andere Frage noch gekommen, wie zum Beispiel im Frühjahr. Da der Lingenfeller Schosch sein Ägerchen gezackert. Er wollte Grumbeeren neu machen. Grad hat er die erste Furcht gefahren, kommt der Motzenbäcker Philipp vorbei und schon kommt's. Jo, Schosch, sag erst. Und, was machst du neu? Grumbeeren. Ach Gott, Schosch, in so ein kleines Bleckel? Das rentiert sich doch nicht. Das ist was für Große, wo Placke hen. Mach doch Gälerieven neu. Jo, hat der Schosch gesagt. Gälerieven könnt ich auch neu machen. Und er hat weitergezackert. Grad wie er auf einmal ruf und runter war, fahrt der klare Ernst vorbei. Hebt die Hand und ruft, jo, Schosch. Und, sag erst, was machst du neu? Gälerieven, hat der Schosch gesagt. Da hat der Ernst gemeint, Gälerieven machst du neu? Ja, das fressen ja noch nicht einmal die Sei. Mach doch Tomaten neu. Da brauchst du bloß so ein paar Stückelchen. Ich sah wieder wo, hat der Schosch gesagt. Und fahrt die Fursch wieder nuff und wieder nunne. Es hat ihm jetzt dann aber arg gestunken. Wie er da so vor sich hinbibbert, wird er wieder aufgeschreckt von, jo, Schosch, sag erst. Und, was machst du neu? Tomate, hat der Schosch jetzt schon ein bisschen ärgerlicher gesagt. Der Jakob hat gehalten und hat gemeint, ja, spinnst doch du, wer macht dann heutzutage noch Tomaten aus? Da kommen doch aus Italien drinnen. Mach doch Peterle neu, du kriegst für so einen bunten ganz Euro. Das hat dem Schosch natürlich der Rest gegeben. Ein Rocher, so der Kater, alles grün und gel war im Gesicht. Und wie er da wieder vor sich hinzackert, die Fursch ruff und wieder runterfährt. Da ist der Albert gekommen. Und der ruft schon von weitem. Jo, Schosch, und, sag erst, und, was machst du neu? Jetzt ist beim Schosch die Sicherung durchgebrannt und er hat gemeint, Arschlöcher, die braucht man nicht zu dingen und die gehen von ganz allein auf.